wir drehen. Hallo? Okay. Ich bin nach wie vor Ösi, aber ich lebe seit fast 50 Jahren da und ich denke und habe auch viel von den Deutschen gelernt. Flatz. War ja klar, dass da was kommt. Nun versteigert er zu Lebzeiten seine eigene Haut. Genauer, seine 13 Tattoos. Lebensmottos und Sinnsprüche in verschiedenen Sprachen. Wenn er stirbt, wird ihm die Haut abgezogen und das jeweilige Stück auf eine von 13 Leinwänden aufgeklebt. Wie im Panini-Heft. Nur roher. Etwas exklusiver. Jeder, der ein Piece von mir ersteigert, wird ein Bild kriegen. Die Bilder sehen so aus, die sind lebensgroß. Ein exaktes Stück Haut, das der erwirbt, ist an der Stelle platziert, wo es vom Körper abgenommen wird. Und er steigert ja ein Recht. Also er hat das Recht und wie er es jetzt erwirbt, hat einen Platzhalter. Also eine Farbfotografie von der exakten Tätowierung, wie groß sie ist. Und nach meinem Ableben wird die Farbfotografie gegen meine Haut, gegen das Pergament ausgetauscht. Nur ein Tattoo wird nicht versteigert. Das bekommt sein Sohn. Bedingung? Als Lampenschirm verarbeitet. Das weckt schlimmste Assoziationen, ist mindestens fragwürdig. Flatz ist Pose und Schmerz. 71 ist er mittlerweile. In München hat er ein Penthouse mit eigenem Skulpturenpark. Lebensstil? Wechselhaft bis ungesund. Immerhin, die Großeltern wurden alt, die Eltern uralt. Er selbst will 100 werden. Solange ich atme, hoffe ich, heißt es. Er hat es sich in die Haut gestochen. Meine Kindheit war immer angstbesetzt vom allzu harten und zu strengen Vater, der Kriegsgeneration war. Und die Angst, die ich immer hatte, meine ganze Kindheit und Jugend, war für mich so stark, dass ich sage jetzt mal, das Breaking Free. Ich musste das machen, dass ich überhaupt rauskomme oder sonst daran kaputt gehe. Und wenn ich 6 Minuten zu spät gekommen bin, dann hat er zu mir gesagt, geh in die Küche, hol den Kochlöffel, du weißt schon welchen. Das war der größte, den ich holen musste. Ich musste dann ihm in die Hand geben, also die Form der Erniedrigung war es für mich, die Härte. Ihm in die Hand geben, mich umdrehen, die Hose runterziehen und er hat dann geschlagen. Und für jede Minute, wo ich zu spät kam, gab es einen Schlag, also 6 Schläge für 6 Minuten. Es ist die Verzweiflung, die ihn später zum Künstler macht. Einmal, vor 60 Jahren, riskiert er alles. Ich war 11. Ich weiß nicht, welches Vergehen ich gemacht habe. Auf alle Fälle, der Vater hat gesagt, geh in die Küche, hol den Kochlöffel, du weißt schon welchen. Ich bin in die Küche gegangen, habe das größte Messer, das wir hatten, geholt. Und bin versteckt hinter mir mit Tränen in den Augen zu meinem Vater und habe das Messer hingehalten und habe zu ihm gesagt, stich mich ab, dann hast du nie mehr ein Problem mit mir. Dann hat mir der Mann tief in die Augen gesehen, hat sich umgedreht und mich nie mehr in seinem Leben geschlagen. Da habe ich zum ersten Mal die Macht des Geistes durch den Körper erfahren. Silvester 1990. Er läutet in Tiflis das neue Jahr ein. Mit sich selbst als Glockenklöppel. Meine Grundvoraussetzungen, um ein Stück zu übersetzen, waren immer 3 Elemente. Pack ist körperlich, schaff ist mental und ist das Stück als Kunstwerk so stark genug, dass ich bereit bin, dafür auch das Leben zu riskieren. Und wenn ich alle 3 Fragen mit Ja beantwortet habe, ist gemacht, auch mit dem Restrisiko, dass was passieren kann. Aber Kunst arbeitet immer daran, das Leben zu gewinnen und nicht zu verlieren. Einmal lässt er sich als lebende Zielscheibe mit Dartpfeilen bewerfen. Wer ihn trifft, bekommt 500 Mark. Lassen sich die Zuschauer zur Gewalt hinreißen? Für Geld? Selbstverständlich. Es ist immer das Spiel Opfer-Täter. Und natürlich bin ich Täter, weil ich es initiiere. Bin auch Opfer, weil ich sozusagen beschossen werde. Aber ich mache die zu meinen Opfern letztendlich, weil sie sozusagen meine vorgegebene Struktur befolgt haben oder was auch auf sie eingegangen oder in die Falle gegangen sind und sich dann zum Täter gemacht und mich zum Opfer. 3-mal war er auf der Documenta. 1992 mit diesen Boxsäcken.
Wer die Documenta betreten wollte, musste durch sie hindurch. Drängen und verdrängen. Es verlangt aber von dir, auch wenn du solche Reaktionen auslöst, die andere tangieren, dass du drüber nachdenken musst, was es auslöst und dass du vielleicht nachhaltig oder achtsamer damit umgehst. Mit dir selber, mit deinem Körper und mit dem, das du auslöst, mit deinen Bewegungen bei anderen. Houdini, Trickser, Entertainer. Er durchlöchert einen BMW und nennt ihn Lucy, Lucifers Tochter. Doch, das ist dekorativ. Es leuchtet. Die Lucy ist halt auch mal kurz durch die Hölle gefahren und darum hat sie sich zum Astralkörper entwickelt. Für mich ist es eine ganz klare, eindeutige Skulptur, die sozusagen auch Emotionen bewegt, weil wir das ja alles kennen, aus Bränden, Rauch, bla bla bla. Gib ihm noch mal, wie heißt's? Der Aufguss. Ich habe bei allen meinen Stücken nie moralische Vorbehalte gehabt. Ich habe die Stücke auch alle, ich sag's mal, eiskalt abgezogen. Ich war mir immer genau bewusst, was ich tue. Da spielt auch Emotion keine Rolle, auch meine nicht, auch meine Empfindungen nicht. Am Fleischerhaken. Die weltbeste Präparatorin hat ihn porentief nachgebildet. Ja, der Mann hat sich hübsch eingerichtet, dort, wo er endlich angekommen ist. Im Museum.